Merci, Herr Präsident. Ich will am Namen von meiner Fraktion für den Premierminister an dem Außenminister merci so für Deklarationen, natürlich auch für Ihre Bemerkungen über den Weekend an die letzten Stunden. Als Gedanken an dieser Situation, in der sind verdicht beim iranischen Volk. Aber besonders bei den vielen jungen Iraner, die im Dezember, die im Januar auf die Straße gegangen sind, für ihre Freiheit zu demonstrieren. Die Courage hatten, eine Courage, die wir enorm respektieren, weil ich meine, jeder von uns kann sich vorstellen, ob man die Courage gehabt hat. Und die Antwort vom Regime war grausam. Es sind auf die Jungleute geschossen, gezielt an den Kopf, zwischen dann, davon aufzuhalten, nach weiter zu demonstrieren. Wir sind sich nicht decouragieren gelassen sind, 40 Stich, die für Trauer angehalten am Iran rum auf die Straße gegangen. Haben demonstriert, dort in Unien, haben auch demonstriert und sich manifestiert auf Begriffnisse. Ich froh, ich hätte mir die Courage gehabt, für als Freiheit so zu leben und sich zu riskieren. Und ich meine, dass die haut auch eine Antwort von uns erwarten, nämlich die unterstützt uns an unserem Willen nur Freiheit in einem demokratischen Iran, an uns Antwort auf die froh als klar ja. Wir hören nicht viel aus dem Iran am Moment, weil das Regime natürlich dafür sorgt, dass wieder freie Journalisten sich können bewegen, nach irgendwelchen Neuigkeiten können aus dem Iran rauskommen. Dafür sollten wir vorsichtig vielleicht sein an den Appreciationen, was am Iran am Moment so steht oder nicht steht. Und wir sollten von allem nicht alles glauben, was den Iraner sein Proxy Neues darüber erzählen. Der Premierminister hat gut auf den Punkt gebracht, weil das alle gute Gehalt. Nämlich, dass man in dieser Situation schwierig schon zu appreciieren, weil man natürlich auch nicht das Vertrauen an unseren ältesten Alliierten haben, was es vielleicht braucht in dieser Situation. Weil man auch nicht alles glauben, was das Weiße Haus erklärt, sieht, aber man nicht alles können nur verzeihen, was sie machen. Auch das möchte uns an dieser Situation nicht einfach. Natürlich sind wir auch, und das sind wir jetzt denken, wir bauen alle Uhren eins, eine regelbasierte Weltordnung, die basiert natürlich auf Vertrauen und die basiert auch auf Respekt von allen Seiten. Der Premier hat gesagt, Iran hat sich nicht als großen Verfechter von der internationalen Weltordnung und von den Menschenrechten aufgetan. Im historischen Moment erkennt den Seelen direkt, geht einzelner davon, der Fall von der Mauer an den 11. September. Im Februar 1979 vielleicht nicht für das Regime vom Schah auch ein ungerechtes System an den Kopf gefallen, sondern Saatgolf durch das Mullah-Regime, den es über 50 Jahre Leben auf der Welt zu hell gemacht hat. An dem Regime kann ich nicht nur trauen, dann kann ich nicht hoffen, dass das auch eine Chance ist, dass dieses Regime von der Welt verschwindet. International Recht, ja, aber wir können es auch nicht verstoppen für als Verantwortung zu überholen. Wenn die Volksrepublik China am internationalen Recht argumentiert, dann muss man uns fragen, ob als Argumentation stichhaltig nach ist. China, was bis heute noch nicht ein Wort gesagt hat zur Invasion von der Ukraine. Wir stehen zum internationalen Recht. Wir wollen eine regelbasierte Weltordnung. Wir müssen einfach zur Kenntnis holen, dass wir heute vielleicht mehr weit davon erwäscht sind, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, wir unterstützen die Regierung selbstverständlich an ihre Bemühungen, für als Kompatrioten zurückzubringen und nach Sicherheit zu bringen. Ich denke, wir müssen alle gut noch als eigene Verantwortung appellieren und wissen, wo wir hinfahren. Und die Rekommendationen müssen dann noch in Zukunft klar sein, weil die Situationen werden nicht von heute auf morgen auf ein Ende kommen. Und ich denke, dass wir noch verschiedene Leute hier Vakanzen schon werden gebucht haben. Wichtig ist aber auch, und auch da kann die Regierung bei seiner Unterstützung zählen, dass all Konflikt nicht seinen Platz auf unsere Straßen hat. Und dass die Leute hier am Land müssen sicher sein. Und da die Bemühungen, die dadurch holen, auch als Unterstützung fanden, für sicherzustellen, dass der Nordkonflikt nicht auf unsere Straßen ausgedroht wird. Und dass besonders auch als jüdische Mitbürger können sicher sich hier an der Heimisch spüren. In dem Sinn, hat als Unterstützung, wir von allem hat die iranische Volk, was seine Freiheit will, als Unterstützung. Merci.